zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia. Und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 9 von unserem Podcast Adventskalender. Heute gibt es Flavia fragt, Jenny judged. Genau. Ja, ich weiss, jetzt musst du mal sagen. Flavia fragt, Jenny judged. Ja. Zum spannenden Thema. Genau. Aber zuerst gesagt. Bleibt dran bis zum Schluss. Es gibt nämlich etwas Kleines zu gewinnen. Genau. Und jetzt gehen wir rein. Jennifer, was haltest du von Alkohol? Ja, das ist ein grosses Ding. Also ich habe ja gewusst, dass es um das Thema geht heute. Ja, also jetzt. Obviously, wir müssen das ja auch ein bisschen vorbereiten. Ja, also vor allem bei dem Thema, es ist braucht es auch ein bisschen Vorbereitung, was man jetzt davon halten eigentlich. Oder sollte halten, oder weiß ich was. Ja. Also ich habe mir überlegt, weißt du, meine erste Antwort ist so, macht Spass. Mhm. Alkohol trinke ich auch immer an coolen Anlässen oder irgendwie, so eben, wenn es etwas zum Anstossen gibt, im Ausgang, mit Friends. Es gibt ganz viele feine Sachen, es gibt natürlich auch gruselige Sachen. Aber auch so, im ersten Moment würde ich so sagen, finde ich cool, Alkohol, finde ich fein, finde ich nice. Aber so die reflektierte zweite Antwort, so nach ein bisschen überlegen, wäre vielleicht eher so, ja, eigentlich schwierig. Weil in der Gesellschaft voll glorifiziert. Und akzeptiert halt. Und akzeptiert. Man sagt immer, das ist ja die Droge, die am meisten akzeptiert ist eigentlich. Ja, und auch einfach am meisten verbreitet. Ja. Wir alle, oder ganz viel konsumieren Alkohol. Ja, und so viele Leute haben im Umfeld Leute im Entferntesten, die irgendwie auch ein Problem damit haben. Ja, problematischer Konsum. Und darum würde ich irgendwie so nachher ein bisschen überlegen, so denken, ich weiss nicht, ob ich dann meine erste Antwort noch so würde so sagen. Aber du wärst jetzt nicht eine, die gar keinen Alkohol trinkt. Ich habe mir im Fall überlegt, vielleicht wäre es mal eine Challenge oder ja, sich selber zu challengen, ein Jahr kein Alkohol zu trinken. Und dann am Schluss des Jahres so überlegen, findest du nicht gut? Also du weisst ja, ich hatte mal so eine Phase gehabt, wo ich so war, wo ich sehr viel hinterfragt habe, auch beim Alkohol. Dann bin ich manchmal so gewesen, hätte ich dich dort gefragt, wir gehen nachher am Weihnachtsmarkt noch Glühwein und dann wärst du so gewesen, Jenny, müssen wir Glühwein trinken? Und dann hätte ich so gesagt, hey ja, also am Weihnachtsmarkt gibt es feine Glühwein, es ist voll Weihnachtszeit. Und du wärst so gewesen, können wir nicht Punsch trinken? Rumpunsch, willst du Rumpunsch? Nein, nicht Rumpunsch. Dann bist du so wirklich so gewesen, so, aber warum jetzt schon wieder Alkohol? Ja, ich habe mich mega reingesteigert. Also, weißt, erzähl. Ja, es ist so, ich habe dann gedacht, es hat nicht irgendeinen Grund gegeben. Hat es irgendeinen Grund gegeben? Ich glaube nicht, aber ich habe mich dann halt auf einmal hinterfragt, ich so, wieso trinke ich jetzt? Will ich es jetzt lockerer haben? Ist es echt sonst nicht so lustig? Tue ich mit diesen Leuten immer Alkohol trinken? Wieso? Weißt, und nachher kann ich auch Spass haben ohne Alkohol. Und dann bin ich richtig... Was ja eigentlich gut ist, sich die grundsätzlich sich die Gedanken mal zu machen. Ja, und dann habe ich auch mir den Gedanken gemacht, soll ich, weißt du was eigentlich, Flavia, weißt du, mein schwarz-weiß denken, entweder ganz oder gar nicht, trink doch keinen mehr. Und nachher habe ich jetzt aber schon auch gemerkt, so... Also hast du dann eine Zeit lang keinen getrunken? Nein, ich habe vielleicht mal bewusst in einer Gruppe, wo alle etwas getrunken haben, nicht. Und ich muss sagen, ich habe manchmal gerne ein Schwipsli. Weißt du? Ja. Es ist einfach so... Und ein Schwipsli, das hast du jetzt schön gesagt. Ja, es ist... Also so ein bisschen, dass man es so ein bisschen spürt. Ich muss nicht... Ich bin wirklich sehr selten so... Ich sage sehr selten, ich bin besoffen, weil... Also besoffen sage ich, wenn ich wirklich auch keine Kontrolle mehr habe. Ja, und das habe ich glaube fast noch nie gehabt. Und das bin ich auch nicht gern. Nein, eben. Aber so, ich finde, aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir fürs 2026 würde sagen, ein Jahr kein Alkohol, boah, ich würde mich glaube selber peinigen. Also weißt, so, ich würde mich so... Ich finde eben... Ich finde, es ist jetzt hart zu einem. Also irgendwie finde ich so... Ich glaube nicht... Also warum ist das so eine grosse Sache? Ja, safe kann ich doch 365 Tage kein Alkohol trinken. Aber es wird eben zu der grossen Sache, wenn du in einer Gruppe bist, wo es dann so heisst, ja, du nicht so, jetzt komm, ein Gläschen, ein Schlückchen, aber das musst du probieren und selber Herz bleiben. Weißt? Ich glaube, das ist dann eben schon eigentlich viel das grössere Ding, als man denkt. Weil ich denke mir so, es gibt so viele feine Alternativprodukte mittlerweile. Es gibt so viele Mocktails. Ja. Es gibt, also an jedem Event mittlerweile, früher war das noch anders, da hast du einfach Weisswein getrunken oder Güppli. Nix, da hat es keinen Orangensaft gegeben oder fancy andere eben Produkte oder so. Und heute hat es das und dann ist es sowieso, ja, du kannst auch als
Also ich finde es einfach unangenehm, wenn man so Leute, die nicht trinken, dann so wie wild dazu bringen. Vielleicht an dieser Stelle schnell. Können wir schon einen kleinen Teaser machen für unser Geschenkchen? Ja. Wegen eben Sachen, also Getränke, die ohne Alkohol sind. Aber was denkt ihr da? Vielleicht? Also mir kommt gerade Silvester in den Sinn, weil wir als Family haben dann immer Rimus getrunken. Ja, wir auch. Bei uns an der Festtag hat es immer Rimus gegeben. Und das ist etwas, unter anderem von einem ganz vielen anderen Produkten, wo ja in dem Sinn kann von der Optik im Glas, von der Optik in der Flasche, kann mithalten mit alkoholischen Produkten. Weil ich check schon, zum Beispiel an einem Event, wo alle eben so etwas Glänzendes, Glitzeriges mit Bubbles im Glas haben, wenn du mit Orangensaft kommst, das sieht einfach ganz ehrlich nicht geil aus. Nein. Ja. Und darum gibt es, so... Wir haben 3 Flaschen hier, verschiedene. Ich habe nicht mal gewusst, dass es verschiedene gibt. Gell? Ich habe gemeint, es gibt einfach den Party-Rimus. Fun Fact, habe ich dir das mal erzählt? Ich habe ja mal in einer Social-Media-Agentur gearbeitet und Rimus war ein Kunde von mir. Und darum kenne ich kenne alle Rimus-Sorten bestens. Ja, ich habe es gedacht beim Auslesen. Ja. Ich glaube, ich weiss jetzt schon wahrscheinlich mein Favorite, Champion Moscato. Moscato ist fein, ja. Und man muss sagen, also das ist jetzt an dieser Stelle in dem Sinne schon ein bisschen Werbung, aber wir verlosen eigentlich vor allem ein Päckchen. Das Päckchen. Genau. 6 verschiedene Flaschen. Davon probieren wir jetzt 3. Genau. Und ich würde sagen, ich mache den Moscato auf. Und du? Ich mache den... Warte, hast du schon angefangen? Ja. Also Okay. so einfach. Okay. Ich mache den Rosato auf. Aber werden wir schnell auspacken? Ich habe das Gefühl, wir sind mitten im Satz Ich reingerätscht. weiss. Nur schnell, bis wir es offen haben. Du hast gesagt... Bei was sind wir gewesen? Irgendwie mit... Aber ich in der Gruppe, ja. ich hatte aber die Situation auch schon mal im Club. Dann ist einer Schöttli holen. Und ich bin du hast dann Nein gesagt? Ja, ich hatte keine Lust mehr gehabt, zu trinken. Und das war eben eine Gruppe, wo ich nicht... Ich bin wieder dazugestoßen, ich kenne ihn nicht mega gut. Und der hat mir wirklich etwa 4 Mal... Ich habe gesagt, nein, ich will nicht. Ach komm, das ist uncool. Nein, Kopf, ich bin richtig hässlich geworden. Das ist mega uncool. Ja. Das ist auch ein bisschen despektierlich, weil das ist ja wie, dein Nein zählt dann nicht. Ja. Also weißt du, so, wenn jetzt... Ja, zu anderen Sachen würde man ja dein Nein auch akzeptieren. Ja. Wieso dann nicht zum Schott? Ja. Das Also, ist schon... Das ist eben schon... Eben, das meine ich, das ist das Uncoole an Szenen, in denen Alkohol ein Hauptakteur ist so ein Nein, wird immer noch mal übertrumpft mit «aber mach doch, aber bist du sicher, aber willst du nicht?» Ich habe aber auch in der Freundesgruppe eine Kollegin, die gar keinen trinkt. Und ich habe mir jetzt halt auch angewöhnt, an meinem Geburtstag zum Beispiel, bewusst etwas dort zu haben, eben, wo auch ein bisschen wie das Rimus-Zeug ist, wo auch ein bisschen fancy-pansy ist, aber halt kein Alkohol drin hat. Und nicht, dass sie nachher einfach ein Wasser oder ein Cola muss trinken. Weißt du, aber dass sie nur die Auswahl hat. Ja. Weißt du? Also komm, ich pop das jetzt. Ja, ich auch. Achtung. Das sind heavy. Du hast so einen richtigen Kork, ich habe so einen Plastik. Ich weiss nicht, was der Unterschied ist. Achtung. Meine schmeckt richtig fein. Fuck, ich habe zu wenig Kraft. Ich muss eben sagen, der... Bist du mal... Geht's bei dir? Soll ich dir helfen? Ja. Mach mit dem Ärmel. Oh, ich muss drüllen. Nein. Fuck, man. Warte, Es geht alles auf die Zeit. Also warte, ich erzähle schnell etwas, bis du das auf hast. Und wenn ich fertig erzähle, dann helfe ich dir. Also eben, da zum Beispiel steht Rimus Rosato Dry. Und das ist, was ich meine mit, es gibt mittlerweile coole alkoholfreie Alternativen. Weil zum Beispiel, also ich bin ja da keine super Feinschmeckerin oder Kennerin, aber so Wein und Weisswein und all die Prosecco und Güppli und so, die haben manchmal so einen trockenen Abgang oder mehr so einen rosigen Abgang oder was weiß ich. Und zum Beispiel der, den ich da in der Hand habe, der ist auch dry. Also ich bin nachher gespannt, was du davon haltest, weil ich kenne den. Ich bin gespannt, was du denkst. Ich weiss jetzt schon, dass ich den Moscato am liebsten habe. Aber weißt du was, du musst mir mit dem Plastikteil helfen. Oh, du hast beide Flaschen sind so? Oh nein. Nein, aber nicht. Ich glaube, den schaffe ich. Oh, shit. Weil ich fühle mich gerade ein bisschen erniedrigt, weil ich im Service gearbeitet habe. Und eigentlich habe ich so Sachen... Wie? Ja. Also zuerst der Rosado. Wow, ich mag nicht so viel trinken, Jenny. Zum Probieren. Ja, sorry. Alter. Also, cheers. Auf euch. Also auf euch, die zuhören. Genau. Zack. Wir tun jetzt jedes Mal auf jemanden. Süß. Ich finde eben nicht so süß. Ja, aber für einen Rimus, so ein Rimus süß halt.
Ja, so der Party-Rimus kommt für mich auch führen. Nein, der Party-Rimus ist weisst wie süß. Ja, aber der ist schon auch recht süß. Aber nicht so wie der Glaub mir, der Party-Rimus ist... Ich glaube, das Maul. Schau, der hat doch... Ich bin so lustig. Es laufen da manchmal Leute im Studio vorbei und mir so... Weißt du, ich will jetzt so... Siehst du, jetzt... Das Studio hat übrigens auf allen 4 Wänden Ja. ein Fenster, ein Ja. grosses. Und ich will jetzt wie auch nicht wirken, dass will ich ich jetzt sagen. Alkohol trinke, Der eigentlich. denkt doch sicher, die saufen da. Ja. Aber eben, man muss nicht immer davon ausgehen, dass Alkohol drin ist, nur weil es aussieht wie Alkohol. Ja. Ich habe eben auch gerne ein Schwipsli. Schon. So, aber so dezent. Sorry. Das ist der Nächstoff, aber wir kommen nachher zu dem. Du weißt, Ja, wie meinst du dezent so? Eben, wenn ich so... Also so... Man fühlt sich dann ein bisschen leichter oder so. Ja. Aber ist das so gut, dass wir das gerne haben? Du, aber Das Schwipsli. ja, siehst du, das habe ich dann auch hinterfragt in dieser Zeit. Und Weil man wird dann vielleicht und man ein bisschen muss- lockerer. ja, Und man darf sich vielleicht etwas mehr fragen. Und wenn das eben alle gleich haben, ja, dann gibt es logisch. spannende Gespräche Ja. und so weiter. Und das finde ich dann einmal schon interessant. Mhm. Aber ich habe auch schon beobachtet in einer Gruppe, Mhm. dass das immer nur passiert, wenn getrunken wird. Ja. Und das finde ich- Nein. Ja, Das finde ich mega schade. ja, also Wenn dann so- würde ich die wenn sich Freundschaft alle- hinterfragen. Ja, aber das, also nicht ich, sondern ich beobachte so Ja. eine Gruppe und Ja. sehe so, ihr sauft immer Ja, und so meistens nach ein paar Bierli ja. gibt es dann die und die Gespräche. Ja, Vielleicht wäre es im Fall mal wichtig, dass ihr Ja. das auch mal nüchtern besprecht. ja. Weißt du? Und Oder- dann denke ich mir so, Oder auch das könnt, ich nüchtern. will es nicht crazy, oder will ich es verurteilen? Vielleicht schon ein bisschen. Weil, ja, eben wie du Also, sagst, mal nüchtern. Oder was hast du gesagt? Ja. Also, dass sie überhaupt nüchtern auch so können zusammen reden, so meine ich. Genau. Das wäre ja das Goal, oder? Also, wo Ja. eigentlich alle haben, hoffentlich. Und ich habe auch Der schon... Alkohol nimmt ein bisschen Hemmungen, Ich finde, aber ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben, was ich nicht finde immer gut ist. ja, ich habe geschrieben, ich finde es problematisch, wenn es aber einfach so dazugehört. Ich kenne schon viele Freundesgruppen, wo sich so auf ein Bierli treffen. Und meistens ist immer Alkohol dabei. Weißt, man könnte ja ein alkoholfreies Bier trinken, aber nein. Wenn, Aber ein Bierli. ja, trotzdem ist es Hat ja nicht viel Alkohol. Alkohol. Ja, aber wenn Aber du jetzt 3 nimmst, ist es trotzdem schon Alkohol. Und ich bin dann auch schon... Sehr schön, das ist Das ist schön der den ich nicht geschafft Der war habe. ja fast offen gewesen. Das Ja. nicht können. Aber ja, Aber ich habe auch schon... die treffen sich immer nur auf ein Bierli. Ich Die bin treffen sich nicht einfach so mal. doch, aber das Bierli ist immer dabei. Und ich bin dann halt einmal an dieser Eben. Person, habe ich dann... Ja, ich bin dann halt ein bisschen schnippisch und sage dann so, könnt ihr euch nicht auch... Ihr müsst schon immer etwas trinken. Könnt ihr nicht auch einfach mal einen Tee trinken? Oder weißt du, also ich bin so... Ich weiß auch nicht. Und ich glaube, die andere Person war dann zuerst ein bisschen angegriffen, weißt? Aber ich glaube, es hat bei ihr auch ein bisschen etwas ausgelöst, weil ja, die einen fragen sich das vielleicht auch nicht. Das finde ich aber wichtig. Man muss sich nicht so viel wie ich in dieser Zeit hinterfragen, aber hin und wieder mal so, Ja. wie ist gerade mein Alkoholkonsum? Weißt Ja. du? Ja. Das Ding ist eben, es gibt ja den Dry January. Ja. Und Das merkt im Fall Gastro mega. wirklich, Mir gerade letztes Mal beim Bewerbungsgespräch hat sie mir gesagt, der Januar-Umsatz. ist tief. Ja, und weil mit Alkohol macht man ja halt sehr viel Umsatz. Das merkt es. Sorry, ich habe jetzt schon getrunken, ohne anstoßen. Jetzt haben wir einen weiteren. Welcher ist es? Das ist jetzt der Champion Moscato. Cheers. Das ist mein Favorite wahrscheinlich. Auf dich. Auf mich? Okay. Ja, wow, dann müssen wir beim nächsten Jahr auf dich. Ja. Gut. Auf mich. Ich will, in dem dass Fall. nicht nur am Geburtstag auf mich angestoßen wird. Der ist wirklich fein. Der ist so ein bisschen... Den finde ich jetzt süßer als der vorher. Ja, aber das ist doch auch Moscato. Nice. Moscato ist fein. Ich glaube, ich bin beeinflusst, weil ich weiss, dass das Rimus ist, habe ich jetzt immer das Ding, dass es einfach der Party-Rimus ist. Nein, Aber- also der Party-Rimus, du hast ja jetzt von diesen 6, die wir verlosen. Mhm. Also, Mhm. keine Angst, wir haben noch ganze Päckchen für euch. Ja. Aber wir haben auch 6 Flaschen zur Verfügung gestellt bekommen und wir haben jetzt einfach 3 getestet. Und wenn du daheim bist, probier den Party-Rimus. Ich glaube, der ist klebrig und süß. Noch Okay. viel süßer. Okay. Aber wegen der Gastro, das interessiert mich jetzt schon noch. Ja. Also,
wir Jungen, es wird immer gesagt, Gen Z, darum passiert ja auch das weniger. Clubsterben in Zürich, die jungen Leute gehen weniger in die Bars und so. Ich finde das eigentlich noch eine spannende Entwicklung und vielleicht auch gar nicht so eine schlechte, weil früher hat man gesoffen und trögelt und Sex, Drugs, Also- Rock'n'Roll ist das Also Motto Drogen gewesen. würde ich jetzt da... Nein, nicht, dass das alle gemacht haben, aber Nein, so mehr... aber Drogen heutzutage, Jenny. Ah ja, auch! Ja, Also, ja, ich glaub, safe. das steigt Aber- ja jetzt wieder. Aber ich safe sage jetzt weniger als in den 80er. Safe. Ich weiß nicht. Also wenn du... Meinst Ich würde jetzt da... Ich tue nicht Aber ja, das ist nochmal ein Thema für sich, Drogen. Aber ja, ich wollte sagen, Ja, ich finde es spannend, dass die Jungen heute weniger Alkohol trinken und die Trends der Jugendlichen, Interessen gehen ja mehr so zu Sport und Fitness und Wellbeing über, was ja mega gut Selbstoptimierung. ja, und Also- darum, die viel Jünger sich dafür entscheiden, weniger Ja. Alkohol zu trinken Ja. oder kein Alkohol Ja, zu ja, trinken. ja. Machen mehr Sport, gehen weniger Ja. in den Ausgang, stehen früher auf und so weiter. Das ist ja eigentlich per se eine gute Ja. Entwicklung. Aber Ja. ja, Gastro kommt das Spüren über. Ja, ja. Eben, aber Das im Januar, was ich wollte sagen, darum sind wir Ja. auf Dry January gekommen, ist, dass wer das macht, habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube, ich habe es gemacht und dann eben abgebrochen. Weil Ja. Im Januar mache ich auch immer noch den Veganuary. Ja. Ich bin also gewesen, weißt du, ich mache einfach nur Veganuary. Weil es ist eben schon, du hast da einen Anlass, da einen Geburtstag, Mm. dort einen Brunch mit Mimosas. Mm. Manchmal, als ich den Dry January gemacht habe, habe ich gemerkt, Mhm. wie regelmäßig ich eigentlich da Ja. ein Gläschen dort ein Gläschen trinke. Aber und das finde ich, das ist ein gutes Bewusstsein, das jede und jeder sollte haben. Weil, Oder zum Beispiel, ich war einmal in der DH gewesen, ja, und dann hat sie gemeint, meine Zähne sind, also das war letztes Jahr im Sommer, gewesen, sie so, trinkst du viel süßes Getränk? Und ich gerade so, nein, also ich trinke nie Eistee Ah, und so Sachen, ja, ja. Gocki auch nicht. Und dann sie so, okay, ja, weil ich glaube, ein bisschen weniger Säure wäre nicht schlecht. Und dann ich so, aha, ja, wobei, ich trinke schon Aperol. Ah, Im ja, Sommer ja. trinke ich Aperol, Ja, ja, ja. so Mhm. Sachen, Hugo. Mhm. Das ist auch alles Mhm. Alkohol. Mhm. Das sind halt so die. Aber wie viel trinkst du jetzt so durchschnittlich? Boah. Jetzt gerade. Also es ist ja immer so ein Es bisschen... ist nicht so, dass ich jeden Tag, also weißt, ich kann dir das irgendwie nicht beantworten. Also wenn, dann safe. Unter der Woche trinke ich glaube nie Alkohol. Wenn ich an Events bin, ja, Mhm. noch inner unter der Woche. Ja. Aber sonst unter der Woche nicht. Manchmal bin ich daheim. Siehst du, immer fängt es so an. Nein, eigentlich nicht. Aber dann und dann Ja, ja. und dann vielleicht auch mal auch Ja. noch. Ja. Mhm. Also zum Beispiel daheim gibt es manchmal zum Essen am Abend ein Gläschen Rotwein. Also meine Eltern fragen, Ja. möchte jemand Wein? Und dann sage ich meistens sage ich schon nein, aber dann manchmal sage ich, ja komm, ich trinke auch mit euch zusammen ein Gläschen. Mhm. Aber das ist ja dann, das finde ich dann nicht problematisch. Ja, aber es ist Alkohol. Also weißt, Eben, aber ich finde Alkohol Nein, nicht per logisch. se problematisch. aber wir können einfach, dass wir es gesagt haben, Alkohol ist einfach nicht gut. Also weißt, auch die Leute, die sagen, das Gläschen Wein ist gut. Nein, ist es nicht. Ich hatte die Diskussion mit meinem Vater Ich gehabt. würde sagen, trink nicht dein Papi jeden Tag ein Gläschen Wein. Doch, doch. Aber also, klar, es schadet ihm nicht, weiss ich wie, aber man darf das nicht sagen, ein Glas Wein ist gesund. Nein! Also ein Glas Wein ist gesund, stimmt sicher nicht. Ja, Aber, im Sinn von gesundheitlich. Weil ja, ein mental... Gläschen Wein schadet nicht, ist auch nicht ganz falsch. Weil Schaden. Ja, also für den Körper ist Alkohol einfach nicht gut. Aber ganz ehrlich, ich habe in der Lofoten zum Beispiel, wegen Rotwein, wegen Glas Rotwein, dort habe ich auch so gemerkt, wie schnell ich kann in ein Mach Ding... noch den dritten auf. Nein, der ist... Ah, der ist Ja. schon offen. Ja. Erzähl noch Schenk. fertig, ich schenke. In der Lofoten bin ich dort bin ich so rein, ich bin allein in der Ferien, ich trinke eigentlich nicht allein Alkohol, also trinke ich keinen Alkohol. Gut, und nach so einer Woche bin ich so ein Ort länger geblieben und habe halt auch andere gesehen, zusammen eine Flasche Rotwein trinken. Und dann habe ich gedacht, so ein Glas Rotwein habe ich halt auch gern, aber ich trinke es nicht wegen Schwips, sondern ich habe es auch gern, also weißt. Und dann habe ich 3 Tage hintereinander am Abend ein Glas Rotwein getrunken. Und dort, Süffel du. ja, nachher bin ich so gewesen. Ich habe dann hure schnell Angst, dass ich nachher, wenn ich es nicht mehr habe, dass es mich anschießt und ich will das Gefühl nicht Hast haben. du das gehabt? Das habe ich sicher am Anfang, gell, wenn du 4 Tage, wenn du die eine für die eine ist ja Ferien. Gleich mehr trinken. Genau. Das ist irgendwie wie konnotiert und für mich ist Stimmt! ja so viel. Es sind ja die Ferien. das und ich so ja, stimmt. also hä? Ich bin auch mal... Ist nicht automatisch, dass du dann musst saufen mehr Ja, das stimmt. eigentlich. Aber das ist vielleicht so, weil Leute das verknüpfen so mit «Hang loose». Ja, In der ja, Ferien logisch. kommt es nicht darauf an, wenn du morgen ein bisschen, Ja, ein ja, bisschen verkatert bist. So das. ja. Ja. Aber ja, also weißt, ich habe einfach mega schnell eben dann Angst so, also die Angst.
ich kenne einfach das Gefühl nicht, ich habe das Gefühl von mir nicht gern, dass wenn ich etwas will, dass ich es nicht Kann haben. ja, und ja, ich weiss, Was beziehst du das jetzt? aber wenn ich jetzt in der WG, ist es mir dann schon auch so gegangen, als ich zurückgekommen bin von der Lofoten, habe ich den Rotwein angeschaut, ich so, heute und Nacht ein Rotwein, wie auf der Lofoten. Und dann bin ich so Das hast du gedacht? ja, und nachher bin ich so gewesen, und nachher habe ich mich Kopf so, nein, Flavia, du willst das nicht, dass das Zug normal wird. Und in dem Moment will ich eben nicht haben, eigentlich. Aber der Reflexionsmoment ist doch voll gut. Ja, aber ich hätte ja trotzdem Lust auf den Rotwein. Also weißt, ich muss mich ja wie dann... Also, du willst den Moment nicht haben, dass du denkst, du cravest das. Ja. Du willst das. Und muss mich nachher unterbinden, blöd gesagt. Das ist wie mit Snooze oder so. Weißt du, oder mit Vape im Ausgang, wo man das Aber letzte Mal das kann man ja auf ganz viele Sachen anwenden. Guilty Pleasure. Ja, mega. Zum Beispiel, oh mein Gott, heute schießt es mich mega an, ins Gym zu gehen. Ja. Nein, Jenny, komm, du gehst jetzt heute ins Gym. Ja. Das wäre jetzt hure streng, wenn ich mir selber würde sagen, ich Ja. will nicht, dass ich mir denke, oh mein Gott, Jenny, du hast heute keinen Bock ins Gym zu Ja. gehen. Ja. So, Ja, ich das ist will's- irgendwie ein bisschen Ja. streng, nicht? ja, ich sehr streng und ich will es auch nicht viel... Also, Also was willst du nicht? Du willst nicht sagen, du cravest mal ein Gläschen Rotwein, aber du willst auch nicht zu streng sein mit dir. Das ist ein bisschen unmöglich. ich will einfach... Ja, es ist auch unmöglich. Aber ich will Also- möglichst wenig so Situationen haben. Ja, nein, das verstehe ich. Du willst Ja. nicht, dass sich das häuft. Genau. Aber das will ich auch nicht. Ja, ja. Aber ja, also zum Beispiel, ja, eben Dry January wäre vielleicht etwas zum mal machen, dass einem wie bewusst wird. Wobei ich finde ja Januar ist eher einer der einfacheren Monate, das zu machen. Machen mal einen trockenen einen trockenen Monat im Sommer. Nein, aber Das ist viel schwieriger. Da ein Gübli, dort ein Gübli, dort ein Aperol, da ein Ja. Hugo, dort ein Bierli, dort ein Corona. Was gibt es alles im Sommer? Gibt es so viele Bowlen und Feste Ja, ja. und Ja. Events und Sachen. Mhm. Ich glaube, im Sommer ist das wirklich schwierig. Mhm. Im Sommer, ich trinke sicher auch im Sommer mehr als im Winter. Weihnachtsessen. Aber und Fest- Stell dir ein ums- Weihnachtsessen ohne Alkohol vor. Ja, das ist nicht lustig wahrscheinlich. Oder also- einmal für... Für viele, Wenn du dich immer viele daran würden- gewöhnt bist. Also viele- weißt, ich kenne eine, die jetzt seit 5 Jahren nicht mehr trinkt. Für die ist das nicht mehr schlimm, in Anführungszeichen, aber Eben. Fasnacht. Eben, ganz ehrlich, ich kann mir fast nach ohne Alkohol glaub, nicht geben. Ich weiss nicht, je nachdem... Ich bin nicht ehrlich, glaube ich. weiß nicht, wie lustig ich fast nach finde Ja. ohne Alkohol. Ja. Ja, Also komm, jetzt aber tun wir den nächsten noch schnell an. probieren wir den nächsten Wie heisst und dann der? überlegen wir uns das Fazit. Das ist der Primus Bianco. Der ist auch dry. Mhm. Du bist doch aus dem Gastro. Was ist dry? Ich muss es wieder lernen, ich bin nicht mehr drin. Aber also der erste ist auch dry, gell? Der erste Der war auch Rosé. dry gewesen, ja. Cheers auf dich. Oh, auf mich? Ich will jetzt auf dich. Ja, Ja. danke. Die andere trinkt schon. Gut. Wir haben mit unserem Mikrofon probiert anstoßen, um den Ton. Ich finde den auch fein. Ich finde alle fein. Das sind halt Den anders. habe ich nicht so gerne wie die anderen. Sorry, ich muss Der ist vielleicht richtig. Hunger ein bisschen. Der ist so. Den fände ich jetzt fein mit etwas noch Süßem. Weißt du, so Trauben und Käse. Ja, und so Feigen, Mm. Gomfi auf Käse. Kennst du das? Mhm. Das ist gut. Oder Senf. Feigensenf auf Käse. Mhm. Ja, den habe ich Mit gemeint. das, das mit so einem Aperoplättchen, Mhm. wo Tête de moi, ein bisschen Salami, Ich glaube, du liebst Apero. Essiggürkli. Ja. Mm. Sehr fein. Also was ist jetzt dein Favorite Gibt's da von diesen Uber drei? Eats mit Aperoplättchen. Kann man da, kann Sag da uns das jemand jetzt ich bringen? habe Hunger, Mann. Ja, also welches findest du jetzt der beste? Ich glaube im Fall der Rosé. Wirklich, nicht der Moscato? Mhm. Aber gell, wir haben jetzt auch so unsere Geschmäcker versaut. Gemischt. Wir hätten müssen... Wie In meinst du der, versaut? wir tun, dort sind wir zusammen gewesen, in Davos, weißt du noch? Zusammen mit deinem Vater. Fragen nicht, wie das Schanko ist. Ich konnte für jemanden einspringen. Dann sind wir zu Nacht essen, wo du falsch beim Springen bist. Ja. Und nachher sind wir zu Nacht essen und dann hat es zwischen den Gängen eine Kugel... Gleitschirm, es war Gleitschirm, aber egal. Ja, Eine Kugel? eine Kugel Ding gegeben, Glasse, um unseren Geschmack zu neutralisieren. Weißt du das nicht mehr? Das war nicht mit mir. Oh, 100%, das habe ich dort gelernt. Was haben wir? Glasse zwischen Wein? Haben wir Nein, Wein zwischen den getrunken? Mahlzeiten haben wir eine Kugel... Ist Limon... Oder manchmal gibt es einen Limon... Limoncello? Nein, aber Zitronenglasse. Oder... Ja, das kann schon sein, um zum- so den Maul erfrischen. Ja, und auffrischen. wieder auf... Resetten. Ja, Geschmacksknospen resetten. ja, weil sonst beim Probieren spuckst du sie eigentlich aus jetzt bei so wie Degustationen. Stimmt. Sollte man. Die machen dann so, glaube ich. Ja, wo willst du es jetzt anspucken? Aha. Machen das, damit mehr Luft an Wein kommt. Mm. Kannst du das auch? Spuck es nicht aus. Ah,
Ja, hey Leute. Aber was ist jetzt unser Fazit? Alkohol, scheiße oder geil? Oder... Also ich will nicht streng mit mir sein, aber ich glaube, es ist sicher gut, wenn wir uns alle um die Festtage und allgemein uns mal ein bisschen fragen, wie oft trinke ich eigentlich? Ja. Und das Und war eigentlich wieso? das, was du gesagt hast am Anfang. Trinke ich eigentlich immer mit den gleichen Leuten Alkohol? Ja. Wie viel trinke ich? Warum trinke ich? Ja. So das ein bisschen. Aber andererseits, ja, auch nicht streng sein mit sich selber. ja. Also weil ich es- tue jetzt da nicht buchhalten, jeden Aperol und jedes Güppli, Ja, das ich ja, ja. trinke. Ja. Weil Aber es tut... das hat ja auch mit Konsum zu tun. Mit meinem Essen, ich merke mir auch nicht, wenn ich was gegessen habe. Und das will ich auch nicht müssen. Ja. Aber das ist etwas anderes. Aber es ist etwas anderes. Aber ja. Gut. Gut also. Jetzt wollen wir schnell noch... Sagen, wie wie kann ihr man das könnt Päckchen mitmachen. überhaupt gewinnen? Genau. Und zwar eben, wir haben 2 Päckchen. Ah, wir haben 2 sogar. Ja, 2 also mal die 6 Chance, Flaschen. die Chance erhöht sich. Tun wir aber einzeln... Also wir können nicht alles einer Person schenken, oder? Nein. Gut, also 2 Leute können jetzt sogar gewinnen. Ja, ich kann nur wählen von einem sicher. Ja, nein, klar. Könnt auch 2. Und zwar könnt ihr auf dem Post auf Insta vom heutigen Tag, also vom Ich sehe uns dort Anstoß 19. auf dem Foto. genau, könnt ihr also ja, dort unten jemanden verlinken mit dem oder der ihr gerne würdet anstoßen mit diesen 6 Rimusflaschen. Genau, und die Verlosung geht bis zum 24. Dezember und dann werden wir die Gewinnerin oder den Gewinner informieren. Genau. Yes. Und ja, folgt uns unbedingt auf Spotify, gebt uns gerne 5 Sterne und Cheers. cheers. Das ist ein gutes letztes Was ist dein Ding? Was? Wenn Ich es sage so einmal ansteht? Viva. Viva? Ja. Ah. Viva? Soll ich mal schnell, wie wir anstoßen, in einsiedeln? Ja, mach. Es geht ein bisschen länger. Ah, ist gut, mit dem hören wir auf. Okay. Prost! Nein, 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 nein. Prost! Ziggy, zacki, ziggy, hoi, 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 ziggy, hoi, ziggy, hoi, ziggy, hoi, hoi, hoi. Hundehütte, Hundehütte, wow, wow, wow. Miau, miau, miau. Zum Wohl. Ich hab gedacht, wann ist sie?